Merci, Herr Präsident, die Damen und die Herren. Ich will aufhängen an dem Budgetsrapporter von diesem Jahr, dem François Benoit, einen ausdrücklichen Merci-Sohn. Die hat einen ganz guten Budgetsrapport gemacht, weil die ist eigentlich mit den großen Herausforderungen, die als Land sich zu stellen hat, die hat auch genannt, nämlich die Investimenten, die hat genannt eine nachhaltige Ökonomie, die hat genannt Herausforderungen auf sozialem Plan, und die hat doch zum Schluss herausgehoben, stabil Staatsfinanzen für eben die Relance nur dieser Krise können zu machen. Felicitation an werde ich extrem appréciiert tut, die hat ich auch mehr gemacht. Für zusätzlich zu ihrer guten Analyse eine ganze Reihe von Rekommendationen zu machen, konkreter Natur, damit exposiert ihn sich immer. Mir tut ihn aber den Merit, dass ihn, egal wo ihr sitzt, ob dieser Seite oder ob der anderen Seite von dieser Chamber, einen Beitrag geleistet an den Ideenwettbewerb. Und das ist nicht nur ein, den sich auf das Stage fokussiert, aber die geht auch über die nächsten Monate und über die nächsten Jahre weiter. Die Damen und die Herren, ich will auch Merci sagen der Chambre Professionellen, der Berufskammer, weil die extrem fundiert und gut Analysen gemacht haben von der aktuellen Situation von unseren Staatsfinanzen, gerade wie eine Lützeburger Zentralbank, ein Cour des Comptes und auch einen neu geschaffenen Conseil National des Finances Publiques. Das sind ganz gut an tiefgreifend Analysen von dem Staatsbudget, auf und allem auch von der Situation von unseren Staatsfinanzen. Und die Damen und Herren, schon aber gerade so deutlich, dass wenn ich treten sowohl von dem Staatsminister für uns 2 Monate nun, gerade wie die von dem Finanzminister von Mitte Oktober von der Präsentation von diesem Budget, dass ich dann nicht unbedingt die Impression habe, dass ihn Text von der Situation mit klarem Blick für uns hat. Das wird man hören, sowohl von dem Staatsminister wie auch von dem Finanzminister. Das war für mich echt eine Show. Ein Show no Motto an dem Moin ist eigentlich nach ein Jahr bekräftigt gehen. Guck mal, wir sind die Großmacher, Juncker a Frieden, die hun Land wie dat Mauer gekeiert an trippel den nach ein richtig no. Wir hun eine kopernikanische Finanzrevolution vollbrucht und können den dann, wie dadurch schriftlich am Oktober festgehalten wird, Lützeburg als mit gesunden Staatsfinanzen an die Krise rangegangen, Dixit Pierre Gramegna. Der Staatsminister Büttel, es bleibt bei einem historischen Defizit 4,4 Milliarden, den sich einzig an allein, ich zitiere den Staatsminister, durch Krise erklärt. Den Herr Gramegna für nach just E-Satz zitieren, definiert führen das Gesamtvolumen von dem Stabilisierungspakt, den as ob 11,2 Milliarden Euro an die Luft gegangen. 11,2 Milliarden Euro an die Luft gegangen. Die Damen und die Herren, ich so nicht ganz klar, das Aussagen, die sind faktuell falsch. Ich werde doch an den nächsten Minuten faktenbasiert, weil das wird immer gefragt wird, belegen. Aber wenn ich das so, dann ist das keine Schwarzmalerei von einer CSV, das ist auch kein Austeritätsapproche von einer CSV, wie das oft von manch einem Majoritätspolitiker als erstellt wird. Die Regierung bereift an Eisen an, eine Durchstellung von der Situation von unseren Staatsfinanzen wird echter aufgrund von der Echt von der Lehre eine Verschönerungspolitik ist. Und es ist eigentlich wie bei einem Auto, wo Karosserie mittlerweile kräftig rascht, ja, schon zum Teil futti ist, und nach Versicht geht, mit einem abpolierten Lack das zu vertuschen. Und die kopernikanische Finanzrevolution, die Damen und die Herren, die riskiert tot und ter zu einem richtigen Rohrkrepierer sich zu entwickeln. Und das wird mich bekräftigt, wird der Moyen nach ein Jahr für das zu sagen, das war ganz einfach die Intervention von dem Fraktionspräsidenten von der Lützeburger Sozialistischen Arbeiterpartei, dem Herrn Georges Engel. Den Herr Engel, den hat eine Rede gehalten
wie wenn Sozialisten nie an einer Regierung gewischt wären. Wie wenn Sozialisten nie mit einer CSV regiert hätten. Denn Herr Engel hat dann Herr nur gesagt, ja, gesieht einmal, und ich habe nach ein verifiziert, man macht Spauz. Mit der CSV, da war das Resultat minus 500, mit Gambia als Resultat plus 500, und da sieht Herr nur, cherchez l'erreur. Also, Herr Engel, mit allem Respekt, wir gesehen uns als CSV nicht als ein Irrtum, als eine Error von der Neuzeit an der Lützeburger Politik. Ist so nicht das ganz klar. Das ist keine Verbattertät. Wir stehen zu den guten und auch zu den Männern guten Resultaten von einer CSV-LSRP-Regierung, einer Regierung Juncker-Asselborn 1 und einer Regierung Juncker-Asselborn 2. Ich so nicht ganz riecht raus, Herr Engel. Ich meine, dass München und ich denke dort zum Beispiel an den Herr Asselborn, und ich denke an Madi Delvo, und vielleicht an andere, die Heibanne sitzen, die, wie der das gesagt wird, vielleicht beschämend an den Boden geguckt hätten. Aber wenn der an ihrer Erhabenheit, Herr Engel, wenn der das gern hätte, also am Namen von der CSV-Fraktion, entschuldigen ich mich dann auch für alles das, was Herr Juncker, Frieden, Bildchen und andere, die hier sitzen, dann alles für das Lützeburger Land falsch gemacht haben. Ich so nicht, das riecht raus. Aber sie stehen zu den Leistungen, die sie gemacht haben, und ich meine, dass auch Menschen das am Land haut auch noch appréciiert. Auf jeden Fall, die so denken wie dir, die zum Beispiel der Militärsatellit, aber richtig an den Sand gesetzt haben. 140 Millionen Euro, futsch. Die zum Beispiel sich mit dem Mondstöps amüsiert haben. So ein Futti. Die zum Beispiel nicht abgehalten haben, für zu mengen den CSV-Mief, den misst raus. Die, was haben die gemacht? Und die haben sich schon längst aus dem Stöps gemacht. Die stehen nicht mehr hier auf dem Stöps, und die stehen auch nicht mehr hier auf dem Terrain, und die stehen auch nicht mehr zu ihrer Regierung. Die Damen und die Herren, wenn ich da die Äußerungen von der Lützeburger Sozialistischen Arbeiterpartei haut hören und haut meinen, dann sind wir nicht so lange an der nationalen Politik. Wir lang genug, für mich können und den Schweinegesang von Juncker Asselborn 2 zu erinnern. Da wäre doch so. Das ist wie mir eng ging ist. Nur ein Mittwoch der Kongress, dem war doch eine Krise. Das ist wie du wär. Du wären Sozialisten für alles Gutes. An der Regierung wären sie responsabel, aber für alles Schlechtes wäre CSV. Und ich fährte für den Herrn Finanzminister und dem Staatsminister seiner Partei, der DP, dass es ihnen vielleicht eventuell ähnlich wird ergehen. Wenn Ende, wann Konte gemerkt gehen, da werden Sozialisten Land, die Welt und die Leute gerettet haben an der Covid-Krise, ob schon an Statistiken in einzige Chaos belegen, und Zölle gehen immer mehr schlimm, sowohl was Stirbesrot anbelangt, wie auch was Zölle von Infektionen anbelangt, im Vergleich zu den anderen Ländern. An dir, Herr Gramenia, ich meine, dir wird Herr Nodo, die stehen, den einzig an der Länge für Eidelkäsen responsabel ist, an den, die meiste Schuld an der Nachkriegszeit am Lützeburger Land en chiffre absolu wird gemacht haben. Und ich meine, dafür steht das Wort Rohkrepierer haut mehr wie richtig am dieser Red. Très bien. Meine Damen und Herren, nun zu den budgetären Fakten. Ein historischen Defizit, den sich einzig an der Länge durch Krise erklärt, wird gesucht. Das Gesamtvolumen von dem Stabilitätspakt 11,2 Milliarden ist auch auf dieser Chamberstribüne den 15. Oktober behauptet. 3,3 Milliarden Euro in Länge und Hilfe für Betriebe, also Leute, die von der Krise geplot gehen. Aber die Damen und Herren, es wird schon gesagt, ich muss faktenbasiert schwätzen, merke ich auch. Und ich zitiere, für das zu widerlegen,
NRW seit 35 kann noch Schiedfried dann der nur lesen von dem Conseil national des Finances publiques, den aus denen 189 Millionen Euro, die allein sollten an de Chômage partiell geflossen sind, danach zurückend seht, mit die drohen nicht de Remboursementer von den Entrepriserechnungen an die Remboursementer, die Damen und Herren wissen, ob wie viel das diese Belag hun. Op 445 Millionen Euro. Der Techt an der Zuel von 989 Millionen Euro, die an ich mache net der Jur für die Revue de Presse von all der Zeit not zu zitieren, die auch bei der großen Opinion publik so rüberkommt sind, dass der Ball 1 Milliarde lang an den Chômage partiell geflossen wären, dat as an der Realität eng half Milliard richtig Manner. Eng half Milliard Weltentreprisen, dat schon bis dato zrick bezuelt hun. Da so ich hier auch, dass es nicht richtig ist, für zu behaupten, es wären 4,50 Milliarden Euro und Rapporte von Steuern an die Sécurité sociale geflossen. Auch das ist nicht richtig. Und der Finanzminister beleidigt da ja selber an Dokumenten, die dann gewollt oder ungewollt der Finanzkommission übermittelt wird, nämlich Ende November. Wer do vu Rapporten geschieht ass 605 Millionen Euro. Also Differenz ganz klar 4,50 Milliarden sind ugin gin a 605 Millionen Euro goufet Rapporten vun Steuern als Sécurité sociale. Die Damen und die Herren, ein Rapport vu Steuern vun enger TVA. Wann der Staat die Meier zurückbezielt, dann ist das für mich nicht ein Rapport. Weil so wie ein Enregistrement TVA, die geschuldet ist, muss antreiben. So hat gerade so gut Responsabilität für TVA, die nicht geschuldet ist, die also zu viel aufgefordert ist, für die zurückzubezahlen, weil der Staat hat kein Recht drauf. Die Damen und die Herren, Steuern, Direktsteuern oder Sécurité sociale. Auch da wird gesagt, wir gehen gnädig mit den Leuten Wir kriegen aus dem Sektor über die letzten Wochen kriegen wir ganz andere Rückmeldungen. Wir gehen von Leuten, von Big Foren, wir angeschwärzt, dass sich da richtig Dramen aufspielen. Und den Herr Moser hat nicht für nichts, Herr Finanzminister, nicht appreciieren, dass er mit einer Menschlichkeit als Antwort und die Frage von Herrn Moser gegangen sind. Was ist das Problem? Es sind effektiv Entreprisen, die über die Freios, über die Summe meint, weil sie keine Suen hatten, die Avancen, die geschuldet sind, dass sie die abgestockt haben. Aber am Hirst, und am späten Hirst, gaufen die aber gerade mit einer Drastigkeit angefordert. Und das wären nicht nur so die Abstungen von den Entreprisen. Mir wäre das gegangen, was sicherlich einem Receiver rechtlich zu gut kennt. Mir möchte etwas, was die Leute nicht darüber wissen, aber viele Betriebsleiter auch nicht, nämlich dass an der Steuergesetzgebung einen sogenannten Appell en Garantie, ein Haftungsbescheid kann ausgestaltet gehen, was heißt, mit das die Gérant von einer Entreprise ist, dass den am Zweifelsfall auch muss selber, ob schon zwei verschiedene Personalitäten Juridike sind, muss für geschuldeten Steuern selber abkommen. Und wir kriegen Sachen rapportiert. Am UK-Grund und zu zweifeln, wo Leute gesagt haben, da sprangen nicht. Wo Leute gesagt haben, Biergerheit am Land, da sprangen nicht, wenn sie keinen Ausweg mehr wissen. Wisst ihr, wenn ihr nichts tut, weil ihr seinen Betrieb nicht könnt feiern, weil der Staat mir vielleicht zugemerkt hat, weil nicht die Aufträge kommen, wie in denen sich erwehrt. Ja, wenn ihr nichts tut, da kann ihr nicht gehen. Und ich ging es nach einmal tun, wie den Herr Finanzminister nach einmal mit der Menschlichkeit umzugehen, gerade eine Woche für uns Christen. Wenn Krise ist, dann ist es Krise für jeden für ihn. Und das ist doch Krise für die Leute, und da muss ich die Leute auch leben lassen. Das Leben erleben lassen. Was tun wir davon, weil Leute nicht mehr da sind? Wir leiden an den Familien, an den Betrieben, die sowieso dann auch feit sind. Und der letzte Punkt, die Damen und die Herren, das ist den von der sogenannten Garantie für Prêt. 3,39 Milliarden als du ugin am Stabilisierungspakt, weil das bezahlt gehen
ganze 260 Millionen Euro den Herr Benoit an seinem mündlichen Rapport gestern sogar von einer Zoll geschwert, die nach inner denen 260 Millionen Euro leihen. Wie weit könnt die Differenz? Und ich kann mich noch gut erinnern, die erste Diskussion, die wir hatten am Stabilisierungspakt, das war eine Teil am Gebäude, mit wer du über auf dem Krautmarkt, wo man da verschiedene Säle repartiert werden. Dann hat Herr Laurent Moser den zu dem Projekt de loi geschwert und hat gesagt, Herr Finanzminister, so am Kap, ich kann nicht garantieren, dass die Garantien doch nicht viel aufgefroht gehen, weil der Preis, der muss bezahlt gehen für die Staatsgarantien, die bei einer Bank dann zusätzlich gefroht wird, den ist zu hoch, sodass die Garantien do absolut nicht attraktiv sind. Und ich meine, bislang ist genau das angetreten. Das werde ich mal mit Ihnen 3 Beispiele will sagen. Wenn ihn, wie zu Anfang von dieser Krise, von dem Staatsminister groß deklariert, mir hätte gerne eine Unité national. Es kascht, wer es kascht. Heim muss Majorität an Opposition zusammen schaffen. Meine Damen und Herren, das ist die elementärste Sache, von ihnen eine Blockbildung hat, die selber auch noch will. Von 31 gegen 29, 31 gegen 29, von ihnen umfällt das fertig. Dann ist es fertig. Dann geht ihn auf die Opposition zu. Und wenn ihn auf die Opposition zugeht, sieht das am Covid, sieht das an dem Budget, dann ist eine elementäre Obligation, dass sie mit offenen Karten spielt, dass sie sieht, voilà, hier sind die Chiffren, die wir bislang mit gutem Gewissen haben, mit denen ich die mit Eis. Jeder kann schon einen Schiffer irren. Das ist absolut normal. Die schafft mehr als 12 Stunden der, eine Regierungskollegin auch. Beamte schaffen, ich meine, der Willen, so ein Geschrift raus, Herr Gramegna, den ist mal nicht da, für das zu machen. Die Damen und Herren, ein zweites Zitat, Lützeburg ist mit gesunden Staatsfinanzen an dieser Krise ergangen. Fakt ist, die Staatsschuld, die ist nicht wie von mir irrtümlicherweise an einer großen Tageszeitung gesagt gehen, von 18 auf 20 Milliarden Euro an die Lüge gegangen, sollte Verweis auf Steigerung vom PIB sein, mit die ist nachweislich, Seite 40 von dem Rapport von der Cour des Comptes einfach von 12,5 oder 12,5 Milliarden Euro am Jahr 2018 auf rund 19 Milliarden Euro schätzungsweise kann nach Drüberleihen zu Ende vom Jahr 21 an die Lut gehen. Das wird dabei stimmt, das ist nicht den absoluten Schiffer. Mit das wird wesentlich ist, und das ist von manch einem Orateur, ich meine von der ganzen Opposition angefordert gehen. Sowohl von den Kollegen von Die Linke bis den RDR, nämlich dass die Steigerungsrate von 50%, wir haben an 3 Jahren geht als Staatsschuld 50% relativ gesehen an die Lut, 50%. Das muss ich mal vorstellen. Und ich meine, dass das den Echt von der Lehre, den wir mussten haben. Da will ich auch sagen, dass die Errören, die sind nicht lo geschieht. Mit die sind an den Jahren 400 Krise geschieht. Und du kann ihn also nicht argumentieren, dass nur den Defizit sich an der Länge sich durch die Covid-Krise erklärt. Und ich gebe euch auch hier ein konkretes Beispiel. Das sind Statistiken von Eurostat. Kann ich im Internet nur gucken. Wer sieht Eurostat? Wir an den fetten Jahren 2017, 18, 19, wo es überall an Europa gut gegangen ist. Das war die Postkrise von 2008, 2009. Du hast bis 2013 bezahlt, und ab 2014, 15, 16, also Gott sei Dank, also es sämtlichen europäischen Memberstaaten besser geht. Wer sieht diese Grafik? Das Grafik sieht, es sind von 2018 bis 2019 sind an 3 europäische Memberstaaten als Staatsschuld an die Luft gegangen. Wo ist das? Und das am Vergleich zu dem PIB. Wo ist das? Mit das zu Lützeburg, neben Litauen und Rumänien. Aus sämtlichen anderen europäischen Memberstaaten ist die Staatsschuld aufgebaut ging an diesen Zeiten. Und dafür ist das für drin, ich meine, in der Karteise hat gesagt, wir hätten zugeholt, und wir hätten die Staatsschuld aufgebaut an den fetten Jahren. Das ist das, was antizyklisch Politik überlegt. Sogar Portugal und Griechenland, die extrem touchiert werden an den Krise von 2008, stehen hier in den Memberstaaten, wo hier PIB an der Relation aufgegangen ist.
Also, Herr Baum, ich will dir just so, dass an der Raum Lissabon führt bis Öwen auf Porto. Ich meine, du hast den Zustand von den Autobunnen wesentlich besser, wie den auf verschiedene Plätze bei uns am letzten Jahr. Da finden wir uns zu Lissabon 10 Kilometer raus zu Porto. Da gucken wir mal, ob es was wir zu. Herr Präsident, die Damen und die Herren, da geht ja evokiert, ich schon ihr Schwätze gelos, die hat noch genug hier die Zeit, da könnt ihr oder ein anderer Kollege von der DP kann ruhig auftreten. Als Schuld als Mannerheich wie an andere Länder wird gesucht. Mit den Damen und die Herren, Fakt ist, dass wir eine Open Ökonomie sind. Wir sind ein Land von 625 oder 650.000 Einwohner. Und wir können nicht eine antizyklische Politik machen, wo wir die Wirtschaft noch keinschen Erden stimulieren. Wenn an Deutschland, wenn die bei Mercedes, bei Audi, bei BMW, wenn die, wo alles über 100 schaffen, wenn die ein Konjunkturprogramm lancieren, dann zählt das nicht nur für die Betriebe da, sondern für die ganze Sparte, die Zulieferer davor sind, inklusive da ja für einzelne Lützeburger Betriebe. Das haben wir aber nicht. Zu Lützeburg, wenn wir nicht so groß sind. Können wir also nicht einfach von Eis allein dezidieren, dass dort Wirtschaft drin mit einem Konjunkturprogramm soll großartig angefacht gehen. Und aus dem Grund warnt eigentlich Schiedverein, für das wir nicht können einfach als so, wir vergleichen es mit den anderen europäischen Memberstaaten, wir leiden nach largement unter den Maastricht-Kriterien, weil die Länder, wo bemol 50% Schuld an den letzten 3 Jahren an Blut geht, die sind auf einer Hand abzuzählen. Und das da ja das, von der so Datei wäre ein politisch bewertet. Die kann es doch sehen. Ich will dir just so, wieso man recht, das ist gut recht. Ich will dir just so, zu der ähnlichen Konklusion könnt aber eine staatliche Institution. Nämlich, ob der Seite 49 muss ja faktenbasiert schwätzen, von dem Avis von der Cour des Comptes, die eigentlich für der Plätzeburg zu suchen. Ich meine nicht der Jury für das zu paraphrasieren, die sieht ganz klar, es muss abgepasst gehen, die Explosion von der Schuld, und sie sieht ganz klar, dass sie nicht kann hingehen, wer zu Lützeburg erstmalig der Fall ist, dass die Schuld nämlich nicht mehr gemerkt wird, für Investissementer zu bezahlen, mit die Schuld wird gemerkt, für Dépenses courantes von dem Staat zu bezahlen. Und dass er das ganz subtil gemerkt hat, wird keinem aufgefallen ist. Wer da am Gesetz, dem ersten Covid-Gesetz draufsteht, tut er nämlich eine Disposition aus dem Kontabilitätsgesetz von 1999 ausgeklammert, dass das überhaupt rechtlich ging gehen. Der was ausgeklammert, für das nicht Schulden Emprunten ausschließlich gemerkt zu gehen, für Investissementer zu finanzieren. Zu einer selbiger Konklusion könnt eigentlich auch der Conseil d'État, die nach ein Seuil von den 30% PIB Schallmauer ablegt, er sieht ganz klar, es muss nur der Krise direkt die Maßnahmen fanden, für die Schulden im Ruf zu treiben und dann auch nach ein für faktenbasiert zu schwätzen, seit 17 aus dem Avis von der Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. Das ist aber erstaunlich. Was schreiben die? Die schwätzen von einer Explosion de la dette publique. Sie schwätzen von einer Dette perpetuelle. Und das ist ja aber nicht unbedingt den Usus von der Staatsbeamten, Gewerkschaft und auch ihrer Berufskammer. Wie viel Wert machen sie das? Ja, die wissen viel Wert. Die wissen viel Wert. 80, 80, 90. Den Akkord als weggeholt gehen bei dem vierten Akkord salarial. Und ich kann mich aber ganz gut erinnern, dass gesagt wurde von den repräsentativen Gewerkschaften, in diesem Fall der CGFP, die letzte Kehr wäre für die Staatsbeamten, die an den Beruf angestiegen sind, und die nächste Kehr fließt es an eine Gehaltsverbesserung. Aber die wissen ganz genau, dass wenn eine Schuld explodiert, dass dann nicht viel zu erzählen ist. Da gibt es sehr wenig Augmentation von den Löhnen, weil die finanzieren ja dann auf Puff. Und es gibt auch sehr wenig andere Annehmlichkeiten an dem nächsten Gehaltstag. Die Damen und Herren, als Konklusion, als dürfen als CSV, wir sind nicht mit gesunden Staatsfinanzen an diese Krise rangegangen. Und das ist kein Fake News von der CSV, das ist kein Fake News von den anderen Oppositionsparteien, die das von die Lenk über Piraten bis zu dem RDR alle Guten an ihrer Riedenhaut festgestellt haben. Die Damen und Herren, ich gehe auch ganz klar die Explikation, was der Fehler ist. Guckt mal, an den fetten Jahren 2018, 2019,
Wer das geschieht? Steuern von der Lohnsteuer, die ist im durchschnittlich 10% an die Lohngang. 10% durchschnittlich an die Lohngang. Das hat nicht mit der Augmentation an dem Sinn von der Lohnmasse. Das hat ganz einfach etwas damit zu tun, dass die Lohnmasse mehr sehr an die Luft gegangen ist und dass der Steuertarif nicht dementsprechend adaptiert wird. Die Steuern zwar mehr verdient, aber so praktisch tauschen tun sie dem Staat dabei aufgehen. Es gibt noch mehr Kokas bei der Betriebssteuer. Wir hatten 2013 bis 2016 hat man durchschnittlich immer so 1,65 Milliarden Euro Reste pro Jahr am Niveau von der Betriebssteuer. 2017 bin wir 400 Millionen Euro weiter, in einem Jahr. 2018 könnte noch besser, 800 Millionen Euro. 2019 über 1 Milliarde Euro mehr wie 4 oder 5 Jahre für drun am Durchschnitt. Die sind nicht einfach so gerent. Et nicht aber wer Ursache davon wäre. Das ist schon so high gesagt, dass die elektronische Erfassung von den Benefizen von den Betrieben, an die auch dem Moment elektronisch besteuert wird. Wenn das geschieht, mit die ganz einfach wegstehen aus den Euro für drin, wo die Bemol Matte nehmen, wo die da zu summen akassieren. Ja. Und du also verpasst gehen, an die Schulen nach einkehr den Apple für den Dusch auf Zeit zu lehnen. Weil es wusste, dass die Resetten do von den Steuern, übrigens schon Plan pluriannuellen, und die dadurch ausgewiesen, dass die nicht rekurrent giffen weiter an die Lut gegangen gehen. An am Platz den Apple für den Dusch zu holen, am Platz ein Deal auf Zeit zu setzen, für an schlechten Zeiten Schulden eventuell aufzudenken, weil das geschieht, das ist eine Halligalli-Politik gemacht, gratis hin, gratis do. Ja, den Tunkrut, den Pierkrut, an der Mischung, auch etwas müssen an der Dreier-Koalition kreieren. Das ist so weit gegangen, die Damen und die Herren. Das ist der gratis Bustransport. Die geringen Minister François Bauch, ich kann mich erinnern, 2018, im September, Oktober gewesen, hat gesagt, hey, wir nicht dafür, dass den öffentlichen Transport gratis ging. Als frühere Eisenbahner kann die Stadt verstehen, ich kann das nicht. Ja. Weil das geschieht, hey selber, hat unter dem Druck von der Regierungsprogramm, hat hey missten den gratis öffentlichen Transport affären. Ich weiß nicht, ich sage doch halt richtig aus, ich weiß nicht, ob das unbedingt die beste Lösung wäre, ob ihr 2 oder 3 Euro bezahlt für ein Busticket oder nicht, dann haben zumindest den Respekt, dass auch der etwas kostet und dass die Leute, die man engem fuhren, dass die auch eng erbecht lechten. Und das mat recht gesot gin. Weil Gelenkbus zu feieren. Gelenkbus zu feieren, das etwas nicht unbedingt einfach ass. Die Damen und die Herren, das wird der Problem da ass. Ja, wir kriegen keine Steuererleichterungen, weil ich weiß nicht, wie man die finanzieren, sie fixen so puff. Erweitert Sozialleistungen schon dat schon hautieren, kommt der Lodo Matter mat soll man der bezahlen, oppuff. Mittelfristig könnt Schuld dabei, weil ich gesehen net von den Defizitär aus im 2,5 Milliarden Euro anlaufen nach 3,7 Milliarden Euro Präen aus, was geschieht? Ja, finanziert den Präen, mat Präen. Lo könnt ihr natürlich 104 gehörende Hand so Leute. Den als Schuld für eine Gemeng, den als Schuld für engem Staat, quietsch egal. Wir wollen Leute bis Spatz kriegen, dass es nicht mehr an der Lohn tut, an der Pai tut beigeht. Wenn Leute bis Spatz kriegen, dass sie keine Steuererleichterung kriegen. Wenn Leute bis Spatz kriegen, dass es auf die sozialen Leistungen nicht ist. Dann hören sie sich ja, das Spiel durchguckt, an den Mengen, gerade so froh, wie sie sind. Das betrifft mich schon nicht die Schuld. Gerade so rose gehen sie, wenn sie die Leistungen, die sich all an einem Rhythmus von 3 bis 4 Jahren werden, wenn sie den nicht mehr kriegen. Und die Damen und die Herren, die groß Pardon, und das wird ja nicht richtig ist. Das gerade dann die modisch, wie man da hingestaltet gehen, CSV hier statt muss so. Die groß Pardon von der Schuldenspirale, wo wir los sind, das ist nicht die nächste Generation, ich meine, das sind die Jungen von Haut, weil die können sich kein Haus leisten, die können sich normalerweise mal kein Appartement, kein Logement leisten, und das sind die, die Schulden haben, unter Steuern oder nicht Reduktionen von Steuern müssen zurückbezahlen. Meine Damen und Herren, es adjustieren sich zu all dem nach eine ganze Reihe von Ungerechtigkeiten. Und erlaubt man es auch zu einer bisschen fortgeschrittener Stunde, um eine Reihe von diesen Ungerechtigkeiten aber anzugehen. Manipulation vom Index. Manipulation vom Index. Also, wenn ich den Sozialistenkongress vom Mittwoch nach am Kopf war just an der Chambre.
wo eng Reihe Deputéiert kann ich so die kennt sich kennen so ganz gut dort zu zidre sozen, ob die Koalition CSV, LSRP, ob die nach gegen weitergoen oder net. Haut ist ders Schweizer Sozialisten zwar fannger wäsch vom Index, mir sie akzeptieren hai stillschweigend, wahrscheinlich an der Blockbildung 31 gegen 20 akzeptieren sie. Das wann die gratis Bustransport könnt, wird natürlich für den Staat oder die Staatsfinanzen favorabel ist. Dass dann den Index nicht beherrscht oder am Klartext geht direkt, für das 3 oder 4 meint, als den Index so schon lange noch Handen verrickelt, ging, weil natürlich die Leistung gratis ist. Das ist nicht für ihn, den an demselben Moos wie hier an der Stadt oder an dem Speckgürtel von der Stadt von dem gratis öffentlichen Transport profitiert. Wenn es dann aber darum geht, CO2-Steuer, welche eine Steuer ist, was man Sozialisten macht, Artikel 8, Menge von der Loi budgetär, der ist Index neutralisiert. Das heißt, da, wo die Leute eigentlich müssten, was ja den Objekt von dem Index ist, Kaufkraft kompensiert kriegen. Da sind Sozialisten mit d'accord, also, das ist kein Problem. Aber wenn ich da mal in den Finanzminister höre, da sieht ihn, die Reichen immer mehr kriegen. Okay. Ich erinnere mich nach UNL, Diskussionen, wo mir als Monat der CSV nicht eins wären, das war die vom Deckelung vom Index. Aber ich weiß aber, wie radikal, und ich gesehen, wollte da seinerzeit als Parteipräsident von der CSV, wie radikal dort Position von der Lützeburger Sozialistischer Erbischter Partei wäre. Am Chambre des Salariés, ich muss ja faktenbasiert schwätzen. Ja. Chambre des Salariés, die könnt op der Seite 82 von ihrem Avis, den übrigens exzellent ist. Ich muss das ehrlich so, lest den Avis von der Chambre des Salariés, das ist ein exzellenten Avis, mit extra. Ja, das ist ein exzellent, bringt mich schon nicht aus dem Konzept her. Ich muss ja lernen, so. Da will ich mich nicht fertig. Also, Chambre des Salariés, die könnt zur Konklusion, die hat das dann noch gelesen, contre toutes attentes et sans concertation, c'est immer nicht gefragt. La taxe carbone sera intégralement neutralisée dans l'échelle mobile des salaires. Bon, donc acte. Die Damen und Herren, kommen wir zu dem Armutsrisiko. Und ich bin froh, dass der François Benoit gestern auch an seiner Intervention den Armutsrisiko erwähnt hat. 2008 mit Konstellation die Base CSV. Armutsrisiko 72.000 Leute unter der Armutsgrenze. 2019 CSV längst auf der Opposition. 122.000 Leute. 122.000 Leute leben hier am Land unter der Armutsgrenze. Die Damen und Herren, das ist bei EU5, die unter der Armutsgrenze lebt. Bevölkerungszahl von 2008 bis 2019 ist um 24% an die Lut gegangen. Die Armutsgrenze, die Damen und Herren, ist von 2008 bis 2019 sage und schreibe 69% an die Lut gegangen. 69%. Wer Notbestände fertig ist, wir gucken immer so hochnäsig über die Europa, das sind Belg. Belg, Franzosen und die Deutsch, die haben nicht fertig gebracht, die Armutsgrenze raufzusetzen, respektive zumindest stabil zu halten. Zu Lützeburg ist sie carrément explodiert. Auch da rekommandieren ich Seite 54 bis 64 von dem Avis von der Chambre des Salariés, les inégalités, la pauvreté et l'exclusion sociale au Luxembourg, für faktenbasiert zu schwätzen. Die Damen und Herren, faktenbasiert wollte ich aber auch etwas erwähnen, was mich letzten Mittwoch hier an dieser Chambre, auf dieser Platz extrem schockiert hat. Und ich habe es abgeschrieben, gestrofend, Beleg Chambersitzung vom 9. Dezember 2020. Das Prim Unik wird Kondition für DP für die Erhöhung vom Mindestlohn mitzustimmen. Als hier von der Sprecherin von der DP auf dieser Platz gesagt wird. Die Damen und Herren, wer haben wir gestimmt? Wir haben letzten Mittwoch, zu Haut hier und nach dich, haben wir Dokumentation von dem Mindestlohn um 2,8% dezidiert. Was richtig ist, das ist keine Obligation für die Chambre, für dem Not zu kommen, wenn die normale Lohnentwicklung die Jahre für drun dem entspricht. Es ist aber, habe ich mal so gelost, die letzten 45 Jahre, meine ich, bald immer eine Unanimität so dezidiert. Wenn ich dann aber das höre, dass ein DP
als Regierungspartei von dem Premierminister, der ja da als für die Leute Summen zu halten. Den du als wird Leute Summen zahlen. Wenn ich du aus der Mund von der DP Sprecher hören, dass DP nimmer will einen Mindestlohn zustimmen, wenn Patronen 500 € prim unik kriegen, wenn sie Leute, die den Mindestlohn schaffen, wenn sie durch Covid-Krise einen Teil von ihrem Benefiz beanträchtigen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das schockiert mich. Das schockiert mich. Es geht immer von den Leuten draußen behauptet, ja, die Parteien, das ist sowieso alles Specker, Schwingefleisch an die Politiker. Nee, ich spüre nicht alle guten Kommentare, die so auf der Place Publique über die Eis oder andere, die hier jetzt auch gemerkt. Dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, da geht es einfach nach. Vielleicht den subtilen, wie einen deutlichen Unterschied zwischen einer christlich-sozialer Volkspartei und einer liberaler DP. Ja. Herr Gers, Jean Spautz, 90 Jahre, ganz klar am Kopf. Seht nach Haut, ich respektiert, seht nach Haut. Bei Eis an der Partei, da hört den Erbischter seinen Platz, gerade wie den Doktor den Affekot an den Geschäftsmann seinen Platz hört. Aber bei Eis, da kann kein so eng Ausso zu stehen, da ist es nicht so, dass den Erbischter seine Meriter sollten honoriert gehen zu Kondition, dass der Patron auch nach den Benefizen hat. Weil den Erbischter, die Damen und Herren, den hat nicht die Lobby, weder hier noch auf anderen Plätzen für seine Forderungen an, das wird hin sich erwehrt, für das können durchzusetzen. Aber wir diskutieren hier. Die könnt ihr ja nur erschreiben, Herr Baum. Wir diskutieren hier im Wert 60 € den Monat, brutto. Weil wenn die Leute Securitätssozial bezahlen, sie gehen noch darüber besteuert, kriegen sie nach 44 €. Die 60 € brutto den Monat, die Damen und Herren, brutto den Monat an der Lohn tut. An diesen Zeiten geht man gucken, wer zu Lützeburg alles schafft. Kann doch nicht sein, dass man eine Konditionalität macht, für das den 61 € an seiner Lohn tut, beikriegt für Christen an den anderen. Das sind nämlich die trinken Weiner, die denselben Preis sind über die Feier. Das kann nicht sein, weil den Erbischter, den hätte dann auch mal recht, vielleicht für zu frohen, ob Müncher ihn, ob in der dritte oder vierte Appartement zu Knucken oder Chalet an der Schweiz oder Yachten auf der Côte d'Azur, ob die alle Guten bis auf die letzten Doppelchen oder Lützeburger Steuerregelung, ob die alle Guten besteuert wird. Auf jeden Fall, das machen wir nicht matt. Wirtschaftsminister hat Sie dafür gesichert Arbeitsplätze ja dann den so für dich dann so aus so wie die dort Dir schenkt nach auf ihrer Position zu beharren. Da kommen wir zu den Alleinerzieher. Alleinerzieher, die Damen und die Herren. Oh Mann, was hören ich? Du direktständig CSV. Wir machen alles Ernstes. Wir machen Fenster groß auf die Mie von der CSV, die muss raus, weil das sowieso nicht bei den Damen, das nicht sowieso nicht KKK. Wie heißt es? Kanner, Kirche an Kirche. Kirche. Ja. Ja, die so richtig, Madame Beißel. Wir sind nicht so rückständig. Wir haben just gern den Schwach. Wir hätten gern, dass Männer wie Frauen eine hohe Todemployabilität zu Lützeburg haben. Männer wie Frauen. Ich will aber just an dem Kontext erinnern, dass große Errungenschaften für das Familienleben sich mit der Erbschaft zusammen kombinieren. Diese geschieht in der CSV-Federführung. Wen hat dann die Education précoce hier im Land angefordert? Wer hat mit der CSV-Regierungsbeteiligung? Ja, Ressort. Wen hat dann Maison Relais angefordert hier am Land? Wer hat in der CSV-Regierungsbeteiligung? Ja. Wen hat das Partenariat, der sogenannte PAX, dann angefordert? Das wäre in der CSV-Regierungsbeteiligung. Das war nicht in Herr Bildchen, das war der viel geschmähten Herr Luc Frieden. 2004 aus dem Gesetzesprojekt gestimmt ging. Ja, das ist so. Aber wen hat dann, die Damen und die Herren, wen hat dann der Mariage pour tous hier am Land in der Wettbewerber Federführung aus der Geburt? Einer dem François Bildchen, dem als Justizminister, und der Paul-Henri Meyers, hat das Projekt begleitet, aber 2013, die sagt nicht an den Brich gegangen wird, da wird den Text auch nach gestimmt gehen. Die Damen und die Herren, die können dich auch, Herr Gras, die können dich heilo evaluieren. Mir ich erinnere mich da ganz einfach an eine von ihren Hauptwahlversprechungen, die dort an dem Koalitionsakkord geschrieben hat. Nämlich das, dass die, ich weiß es schon mittlerweile auswendig,
ob der bestört sieht, ob der gepackt sieht, ob der geschieht sieht, ob der getrennt sieht, ob der allein erzählen sieht, ob der Witfrau sieht oder Witmann sieht, bei alle dabei, die junge Gesell, Jidfré soll an derselvichter Steuerklasse besteuert gehen, Ake soll dabei verlieren. Naja, das ist ja ganz einfach. Nach Adam Riese, Jidverein muss an der Steuerklasse 2 besteuert gehen. Und dafür ist man konkret froh und den Finanzminister am Kontext von der Individualisierung von den Steuerrechten, war mir auch gut keine unsympathische Idee fanden. Mir so Eis an ihrer Intervention, die der Moor oder ja, Moor merkt, wer kastet, weil die Hutjolo dat de Leute 7 Jahre versprach, wer kastet, an wie will das konkret bewerkstelligen an der wertfreien Zeitraum. Das sind die 3 Fragen, da hat man just gerne von ihr Schmur ein ganz klare Antwort, dass die von den wichtigsten Projekten von dieser Legislaturperiode ist, mit da muss auch auf dem Projekt klar färben können bekennen. Herr Präsident, pardon, die Damen und die Herren, wenn wir bei Ungerechtigkeiten sind, da will ich auch von den Points fahren, von diesem Gesetzesprojekt, dem Budget, ausschneiden, das ist den von der CO2-Steuer. Ich will es hier sagen, wir haben für 14 Tage auf dieser Platz das neue Klimagesetz gestimmt als CSV. Weil wir der Meinung sind, dass für alle Parteien, also auf jeden Fall als Meinung für uns als Volkspartei, dass Klimapolitik Partie integrant muss von aller Politikgestaltung sein, und dort zählen alle Absenz die Volksparteien dazu. Dass wir verschiedene andere Meinungen haben, ich meine, das muss möglich sein. Wir sind auch prinzipiell so, dass nach einer nicht gegen eine CO2-Steuer als Prinzip. Wir sind aber der Meinung, dass die CO2-Steuer zu diesem Zeitpunkt falsch ist, wie es angefordert wird. Wir hätten lieber gesehen, dass die in einer globalen Steuerreform, dass die an der globalen Steuerreform angefordert wird. An den dritten Punkt ist den, dass wir der Meinung sind, dass die CO2-Steuer, wie sie vorgelöst ist, dass sie auf etliche Punkte sozial wirklich ungerecht ist. Und ich will die Stadt auch klar untermauern. Wir haben, oder dir, hat letztes Jahr mit dem Budget 2 Cent gestimmt Accisen erheben. Schon 2020, wenn wir vor der Covid-Krise oder im März, wo die angefordert wird. Eigentlich steht nicht viel. Dabei ist berät, werden sie viel mehr mit dem Covid beschäftigt werden, wie mit dem Rest. Mit dieser CO2-Steuer, da kommen auf den Benzin und auf den Diesel 5 Cent dabei. 5 Cent Accisen. Und so da, was die 5 Cent, das Leute da sein Tod am Kaktus, an einem großen Supermarché sind nicht 5 Cent. Die kommen aber nicht dabei. Das für 2022 geht nach ein Lot, und 2023 geht es nach ein Lot. Das wird für uns aber viel mehr grav ist. Und ich weiß nicht, ob Schiedfrieden sich das bewusst ist. Es wird immer gesagt, das geht auf den Sprit. Wir wissen da, und ich zitiere hier die Chambre des Salariés hier in Avis, dass den Heizungsmasut, dass die 16% ab dem 1. Januar vom nächsten Jahr miteiert geht. 16%. Und das wird auch schon angeklungen. Am ländlichen Raum. Du hast nicht schied vereint für alle nicht eler Leute, die sich können erleben, hier Haus, wer da vielleicht 40, 50 oder mehr Jahre hört, für das von Grund auf Boden energetisch zu sanieren. Die haben die Sonne. Sie können auch keine Brüller, können sich schlichten, die kostet zwischen 10.000 und 12.000 Euro. Was tun die Leute, die haben kein anderes Schwach, weil der Gas muss vielleicht auf einzelnen verlorenen Plätzen nicht leid, die müssen Süd 16% mehr bezahlen, das ist die Rechnung, die geht 16% mit dir. Wenn das Haus schlecht isoliert ist, das sind sehr auf 2.000 bis 3.000 Euro Masut pro Jahr, man rechnet 16% bei, das sind 540 Euro. 540 Euro für Leute, ob sie allein durchstehen oder nicht. Können so, wir können sie auf den Gas richten. Die großen Leute gehen auf den Gas. Das ist eine Absurdität. Das ist mit Leuten auf den Gas gedreckt, da müssen sie immer noch elektrisch. 34 Jahre, wie sie elektrisch gemerkt und die Kunden gesagt, die sind ja verrückt, für elektrisch zu gehen. Die CGD hat mal überhaupt nicht die Kapazität für elektrisch, so viel Strom durchzubringen. Gasrechnung. 10% mit Eier. Gasrechnung 10% mit Eier. Ich habe mir aber so gelöst, dass eine ganze Partie Handwerker an der Pflanzbäckerin, dass die nicht mal elektrisch kochen oder Brötchen backen, die machen das mit Gas. Also, das kannst du nicht mit den Handwerker eng helle voll, mit das geht ja irgendwie reperkutiert auf die Preise.
Den Diesel geht an Blut 11%, der Benzin geht 10% an Blut. Also die hat eng extrem gut orchestriert Kommunikationspolitik mehr Leute just am Kap oder die Prozent und die CSV die regende Story war op mir geht de Masut mat dabei plus den Diesel an da immer sehr op 800 bis 1000 Euro pro Jahr. Und da muss ich so die 96 Euro, weil dat get beim Steuerkredit setzt man dabei. Mit der Steuerkredit pro Jahr, dat sind 8 oder 1,5 Euro sind der Mond. Die decke largement net die méifreien die en huet afir allem net die, weil die Steuerkredit ab 40.000 Euro versteuerbar Jahres kommst. Du hält DO, weil lebt bei 80 schläft den op null. Dat ist alle guten Daylight, die kein Sozialmaßnahmen, die net verbellig können Wunde goen, mit die Leute bezahlen 2000 Euro 100 Staat als Alleinerzieher. Die kriegen dat noch zusätzlich abgebot. Am Jahr schon 50% von denen Leute, die an der Armut sind. Und aus dem Grund, die Damen und die Herren, plädiert CSV auch lo, mit Notdruck nach wie eine ganze Reihe von anderen politischen Parteien. Wir werden die Motion von der RDR wird man matt unterstützen, nämlich dass auch Sozialprestationen, ob der Kannergeld und andere Leistungen sind, dass die sollten nur gerade an Krisenzeiten angepasst werden. Für uns ist das ein Teil von Investitionen und das ist ein Teil von Investitionen an eine Kohäsion sozial. Was tun wir davon, wenn die Leute keine Summe haben, dann sind ja nur alle Guten auf die Straße stehen, dann haben wir auch nichts geschafft. Und das ist der Clou, die Damen und die Herren. Das ist ja den, dass Zentralbank verrechnet wird, dass der Staat nach Summe verleiert mit der CO2-Steuer, wie sie ausgerichtet ist. Die Zentralbank könnte für kurz zu merken, ob ein Verlust von ganze 170 Millionen Euro, den sich durchaus ergibt, nämlich dass die Leute natürlich Manner Tanke gehen, dass durch Manner Akzisen herkommen und dass zusätzlich noch muss der Steuerkredit von 50 Millionen, nämlich für die 96 Euro zu finanzieren, bezahlt gehen. Wir fanden das foncièrement ungerecht, weil nicht alle Menschen sich in Eko-Umbau kann leisten, nicht alle Menschen dieselben Access zum Gratistransport für alle am ländlichen Raum, für alle am Norden, aber die Leute im Norden bis an die Stadt schaffen kommen oder sie schaffen auf der Schicht, da können sie jetzt nicht zu Fuß auf den Zug laufen, dann 3 Stunden werden bis das nächste Zug oder den nächsten öffentlichen Transport geht. Und der Clou bei der ganzen Sache, das ist ja den, die eng die können bezahlen von dem Geringverdiener bis zu dem Spitzeverdiener, mit dem Spitzeverdiener, den nur zumindest etwas davon. Die kann, wenn sich der Welt, zum Beispiel kauft den sich nur einen flotten Elektroschlitt auf dem Festival, 175.000 Euro, da gehen die Nobelmarken, die auch gut fahren, die kriegt dann ein Subsid von 8.000 Euro fried den un. Und die kriegt den. Der Geringverdiener, der kann sich kein Subsid erfreuen, weil er kein Sou nicht für ein Elektroauto zu kaufen. Da will ich just enke so, wie viel das ausmischt. Auf einmal schon bei der Individualisierung von den Steuern sind. Gehen nach Leute, die so verdienen zu Lützeburg. Können dann nur rechnen auf dem Kalkulbarem von der Lützeburger Steuerverwaltung. Ein Koppel, ob die bestört ist an der Steuerklasse 2, respektive an sie getrennt ist an der Steuerklasse 1 an 1R. Wissen Sie, was die Differenz ist zwischen der Steuerklasse 2 und der Steuerklasse 1 an 1R? 16.000 Euro. Was sind die 16.000 Euro? Das ist 2 mal 8.000 Euro. Das heißt, wenn die ohne dass es op der Gramina seg Individualisierung werden, wann dé sich de Januar op dem Autosfestival 2 Elektroauto käfen hunn se die Differenz zwischen 2 an 1 an 1 hunn se déi fan der dat gerecht. Ich muss so, ich fand dat net gerecht. An die Politik der Damen an die Herren, die dreht ein CSV net mat. Iwer Pression fiskal diskutieren eng Äner Keier, die ist auf jeden Fall über die letzten 4 Jahre Nachweisbar von der OCDE, als die an die Blut gingen, wir sind mittlerweile an der Pression fiskal von den einzelnen Bürgern zu Lützeburg über 40%. Stock Options. Kurz dazu. Wir begrüßen es, dass das Stock Options Regime endlich Schluss wird. Ich muss nicht ganz ehrlich sagen, Herr Gramina, sind aber erstaunt, dass am Kontext von der Blockbildung wie CSV eng Motion gerecht hat. 14 Tage vor der Präsentation von dem Budget, wo der dann Dorfschaffer von dem Stock Options Regime proposiert hat, du hast Blockbildung 31, der Tisch Gambia Partei, du hast die Motion von der CSV gestimmt. Die haben dagegen gestimmt. Der Tisch, aus sich wären die 31 Deputierten von Blau-Rot-Grün, wären die eigentlich dafür, dass das Stock Options Regime nicht ging aufgeschafft ging, dass die ging verlängert ging. Weil ernst, das kann ich dir nicht deuten. Da will ich euch so. Und da sind ich aber hellhörig gehen. Wie ich zum Beispiel den Avis von der Chambre de Commerce, einem früheren Employer, wo der Direktor davor wird, wenn der liest, heute Morgen noch zitiert, mir heute nicht ganz zitiert.
Chambre de Commerce stellt sich nämlich folgend froh. Sie seht, es wäre eine Federnance gewesen von dem Finanzminister für die Stock-Options aufzuschaffen. Und da sieht sie, für das richtig zu machen, müssen sie ein Gesetz holen, für das sie noch die nächste Rechtssicherheit geben. Weil ich meine, was rechtlich falsch ist, und sind eine Reihe von Juristen in Banden, die wissen, dass sie mit dem Gesetz kein Zirkulär aufstellt, weil der Staatsrat direkt gegen eine Opposition formell machen. Ja, aber das wird die Chambre de Commerce sieht, erfreut, dass die Stock-Option zirkulär, wie sie besteht, als die schon aufgeschafft. Gibt es ein Zirkulär von der Steuerverwaltung, die zirkulär die Stock-Options angefordert wird, respektive amendiert wird, die aufschafft. Ich weiß das nicht. Wenn jemand so, wir haben auf jeden Fall von ihr eine klare Antwort, aber wir werden nicht akzeptieren, dass ein 15 Tage für den Auflauf von diesem Jahr die zirkulär nicht aufgeschafft wird. Weil wir wollen nicht an die Situation kommen, so eine Stadt ganz riche raus, wo die Chambre de Commerce da sieht zum Schluss, donc à considérer qu'il faudrait alors régler le sort des contrats varants en cours, notamment pour les bonus, mais pour les boni 2020 payés en 2021, en octroyant une clause dite de grand-père. Also wenn der Resultat des Kurs wäre, da so nicht riche raus, das wäre nicht so, wie wir das verstanden. Wir hätten gerne das Stock-Options, dass die für alle Mal auf den 31. Dezember des Jahres abhellen. Und wir hätten noch gern, dass der Finanzminister klare Position bezieht und dass er konfirmiert, dass steuerdirektisch die Zirkulär, die früher bestanden hat, dass die aufgeschafft wird. Prim partizipativ, könnt geschwind zum Schluss. Prim partizipativ, ja, durch den Staatsrat nicht gesagt, wir fanden aber ein bisschen kokass, dass man an einem Betrieb zwei Leute tut, bloß so einen moderaten oder mittleren Einkommen von Revenu von 100.000 Euro. Den einen, der kriegt die 100.000 Euro so Form von Salär bezahlt, und den anderen, der kriegt bis zu 25.000 Euro kann den als Boni bezahlt kriegen. Das wird die Differenz ja nur am Netto aus. Den, der von dem Patron gesagt kriegt, du kriegst 25.000 Euro, von den 100.000 Euro als Boni bezahlt, den hat er nur Ende von mir die 5.000 Euro netto mehr an seiner Lohn tut, wie den, der nicht von dem Regime kann profitieren. Wir fanden das tut das, weil er eigentlich der Patron selber dezidiert über den Steuerbefehligungsregime. Zur Amortissement bei den Mietwohnungen. Du so nicht richtig raus, da hat man unterschiedliche Diskussionen bei uns an der Partei. Ich will aber erst an den Leuten besser nochmal klar so, wer das heißt, das Regime d'Amortissement accéléré bei den Mietwohnungen. Also, wenn der ein Appartement da kauft, so da, wo wird schwätzt, dem guckt man eigentlich letzte Woche in einer Zeitung, wird das Appartement da mittlerweile doch immer am Land kosten. Wenn man dann ein Appartement wird einfach zu machen von 1 Million Euro, wird Konstruktion kostet, werden Terra geht nicht mit abbrechen. Da sitzt den Posur auf der Seite hat, wird mir stehen. Die sitzt dann den Schuldzinsen, lassen wir so 2% für Tronzimmer, sitzen 20.000 Euro, Tür sitzt den von den Loyers auf. Muss man auch so, kriegt 3,5% Loyer, 5%, das largement übertrieben, kriegt 35.000 Euro Loyer, setzt von denen 35.000 Euro, setzt mal 20.000 Euro als Schuldzinsen auf. Das ist aber nicht getan. Dann hört bislo, hört neben denen 20.000 Euro Schuldzinsen, wird noch nach 60.000 Euro pro Jahr Amortissement aufgesetzt. Das heißt, er hat ein negativer Revenu und kommt den auf einer Abkunftsarten, zum Beispiel eine Pension, ein Revenu de Profession libéral, also von einem Freiberufler, Bauer oder ein Salär, konnten die aufsetzen. So der Matrecht wie das dann angefordert. Ja, das 2002 in einer schwarz-blauer Koalition, dass das angefordert ging, mit das Matrecht mal in Dropie gewiesen ging, dass natürlich die Plus-Value 2002 nicht an dem muss wären im Marché Immobilier, wie das haut ist. Und dafür so nicht richtig raus. Herr Finanzminister, begrüßt mal, dass er das Regime aufstuft, die ich gesagt habe, 4% Amortissement raufgeht, wird meist aber gewünscht, und ich gehe auch da das Feedback von so ein erweiterte Kreis auch von Mauern, die so, wenn wir das hier gewusst hätten, hätte ihn das auch können echter annoncieren, lassen wir so zum Anfang von dem Jahr, weil die Leute aber ein bisschen damit überrascht sind. Das betrifft natürlich nicht den eine Reihe von Appartementen hat, aber lassen wir so die Mann oder die Frau, die Familie, die ein Appartement sich angeschafft haben über TV. Für zum Beispiel eine Pension aufzubessern, das fanden wir bei Geschäften, das fanden wir bei Privatleuten, Freiberufler, die sie vielleicht ein bisschen überrascht. Nichtsdestotrotz meine ich das im Sinn von der Gerechtigkeit, von der Steuergerechtigkeit, die Maßnahmen total an der Reihe ist. Und ich gehe auch auf den Punkt dann auf das Logement kurz. Wir verlangen,
dass die Minister Stilo haut dankbarerweise hei ass, dass die bis zu dem 15. Oktober 2021 der Tischcht 4 Beginn oder zu Beginn von der nächster Legislatur Joar Projekt de loi déposéiert iwwer d Reform vun der Grundsteuer. Dat gëtt jo och annoncéiert als vun de Projektfären vun dieser Koalition, AB dann as weises zielt. Wir können net mir akzeptieren so nicht Reis mat der Minister, dats Di immer këmmt, mehr schaffen wir wann den so an Werkprogramm schreibt. Und das net, dass Dir den Innenminister zenterlicht 2 Joer hut ne den Innenminister as am Besitz oder as gefauerert vun der LSRP gefauerert vun der LSRP Zter 2013 mit der muss klo Ideen hunn. Mir hätte gern, dass da dat op den Dschläd anträgt doch lo net Responsabilität op Gemenge mehr muss werden, bis dass die lachte Gemenge ihre PAG und weil so nicht bis 2023 hue net die lachte Gemenge ihre PAG, wer wann se hört, dann gött ja nur beim Verwaltungsgericht annulliert net ihren definitive PAG. Dir könnt auch abstrakt könnt dir ein Projekt de loi deposéieren unabhängig ob die lachte Gemeng ihre PAG ajustiert huet oder net. Herr Präsident, errechne ich auch eng Motion, wo man ministerisch doof so opfordern. Die Damen und die Herren, wann doch erlaubt, an der das der Schluss formengeriert. Wann der erlaubt, dann könnt ihr froh, aber was hat ihr da gemerkt? Ich gehe nicht 5, 6 konkret Pisten, die besonders das Logement betreffen. Der Marquis hat ein Reich schon zugefordert gehabt, weil wir hätten eigentlich erwehrt und dafür immer Emotionen gemerkt gehabt, dass den Zukunftsfonds, den du dran hast, dass den auch Suen investiert hat an den Abkauf von Terrain. Das ist ein konkret Forderung, das hätte mir gemerkt. Wir hätten die 140 Millionen Euro, wo der Satellit an den Sand gesagt hat, die hätten wir auch an den Abkauf von Terrain gesagt. Man gehen hier auch eine konkrete Proposition von der CSV, wird Spekulation überlegt. Es gibt ja viel von Spekulation geschwärzt. Hören, wir müssen do, wir haben keine konkrete Ideen hören. Aber am Ideenwettbewerb, wie der François Benoit hat auch gemerkt, und du könntest mal d'accord sein oder nicht, die können das auch kritisieren. Aber zumindest eine konkrete Proposition auf dem Punkt gemerkt. Wir sind als CSV der Meinung, dass wenn ein Appartement kauft, da kann ihn, wenn ihn das 2 Jahre hält, da gibt das Appartement den Mehrwert, den ihr bei dem Appartement holt, und das kann an die 100.000 Euro gehen, au vu von der Evolution von den Immobilienpreisen, dann ist nur mehr wie 2 Jahre, kriegt ihn durch reduzierte Steuersatz, den ist nicht mehr 40, mit 20%. Wir sind der Meinung, dass ihr an den Genuss von dem reduzierten Steuersatz von 20% könnt, dass ihr die Immobilie nicht nur 2, mehr 5 Jahre muss halen. Aber wenn sie 4 oder 5 Jahre verkauft, dass ihn dann mit dem normalen Steuersatz besteuert wird. Das ist ein konkreter Propos, den wir als CSV wollen machen, auch am Sinn, gegen Spekulation 4 zu gehen. Eine weitere konkrete Proposition, die hat ja gerne konkrete Propositionen. Etwas werdet im Moment an der Stadt Lützeburg geht. Kein Wesen, oder die Mannschaft wissen, geht es aber so. Und tut ja kein, sowohl von der Majorität wie von der Opposition sich von der Disposition getrennt, sodass ich davon ausgehe, dass die Partei übergreifend akzeptiert ist. Stadt Lützeburg hat eine Surtaxe kommunal. Was heißt die Surtaxe kommunal, wenn an der Stadt Lützeburg ein Immeuble de Rapport oder ein Lokal de Commerce kauft, da bezahlt er 6% Enregistrement, aber die bezahlt der Stadt Lützeburg nach ein Jahr, man dann beißen nicht, 3% zusätzlich Enregistrement. Da steht aber an demselben Reglement eine Disposition, nämlich seht dat, wenn der Bauterrain kauft, ein Bauterrain, die fertig steht, wo der könnt mehr drauf bauen, wenn der die kauft, und die deklariert nicht bei dem Akt, dass der ob die Bauterrain während 5 Jahren baut oder binnen 5 Jahren baut, dass er dann auch muss die 3% zusätzlich Enregistrement bezahlen. Die kriegt er allerdings rum, auch wenn er nicht bei dem Akt notarié deklariert wird, wann der Band 5 Jahre könnt nachweisen, dass er drauf gebaut wird. Ich fand das, oder mir fand das ein fair Propos. Ich gebe ein konkretes Beispiel, wenn der Bauterrain heute fertig ist, dass man so die kostet 400.000 Euro, das ist eine kleine.
Da bezahlt eng zusätzlich Tax von der Sot ich baue nicht an die nächste 5 Jahre Drop von 3% von 400.000, das sind 12.000 Euro. Das ist ein Einmaltax. Wenn der noch 4 Jahre baut, kriegt er zu und rum. Wenn der Terra mir lang hält, ja, dann sind die 12.000 Euro fort. Und muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Wertsteigerung von den Terren, allein den ich kann erleben, den Terren von 500.000 Euro hat sie nach Terra von einer Million angefordert gehen, für den so lange können zu halten, boah, da kriegt ihr Plus-Value drauf, an der Nation nicht an der Not von Geld, und noch nicht an der Not von einer Wohnung, sie mehr als CSV, als christliche Sozialvolkspartei der Meinung, dass sie das auch bezahlen können. Eine weitere konkrete Proposition zu einer Spekulation. Grundsteuer haben wir kein Problem, dass die berechnet wird nur der Bebaubarkeit von einem Terrain. Ich expliziere mich. Es ist ja Grundsteuer, es ist nicht Bausteuer. Grundsteuer. Aber wenn man sich kann erlauben, ob einem Terrain von Erd, ein Bungalow von 120 Meter Carré zu bauen, kennt aber eine Maison bifamilial oder eine Maison trifamilial bauen, an Luftdrucker, wo wesentlich mehr Wohnraum gehen schaffen. Ja, dann legt den sich ja gerne die Komfort. Wir sind immer der Meinung, dass die Gens, ob die eine Bungalow drauf baut oder ob eine Maison trifamilial mit Logement drauf baut, dass du dieselben Grundsteuer bezielt. Ein weiter konkret Maßnahme als die, wir sind in Krisenzeiten. Wir hätten ja gerne, dass man spekuliert geht mit den Möbeln. Wir sind der Meinung, dass eine ganze Reihe von Entreprisen schlecht sind. Richtig schlecht sind. Die brauchen Fremdkapital, da kriegen sie nicht alles von den Banken gelehnt. Wir sind zum Beispiel der Meinung, dass sie ähnlich nur dem System von dem Kapitalrisk, dass sie dort Zertifikate kriegen, wenn ihr an Start-upen, APM-Ehen investiert, die mengenwegen auch nach nachhaltig schaffen, nachhaltig Gebäudeketen machen, dass ihr dann Zertifikat de Kapitalrisk kriegt vom Staat, wo ihr eine Steuerbonifikation dafür kriegt. Ich habe schon gesagt, als Investitionen sind wir der Meinung, dass auch Sozialkohäsion eine Investition ist, aber wir hätten kein Problem, dass auch da, dass meine Schiffer genannt gehen, für eine Schiffer von an die Feiertschmine, wenn der doch ein bisschen mehr ist, dass Sozialleistungen, sieft das Kannergeld oder andere Sozialleistungen, dass die für den Ofen gefordert gehen. Wer Tarifgestaltung auf den Steuern anbelangt, da reservieren wir als Position. Wir sind der Meinung, dass ihn auch muss an Zukunft und denken, dass die Kaufkraft von den Leuten nicht durch eine übermäßige Steuerbelastung geschmälert wird. Und dafür so mir, dass wir als Proposition auf den Tisch legen, die Etude, die den Herr Baulach an der Finanzkommission zusammen mit dem Finanzminister proposiert hat, wenn die auf dem Tisch liegt. Zur Konklusion. Der Budget, die Damen und Herren, den hat eine Präsentation kriegt, die eigentlich der finanziellen Situation von diesem Land zu diesem Zeitpunkt nicht an der guckt. Das ein Budget für uns von den verpassten Chancen an der Vergangenheit, das vergisst gehen, ein Apple für den Dusch, ob Zeit zu den Platz Schulden aufzubauen, auf Halligalli gemerkt, Schiedfried gut, das hätte gerne gehabt, hat dafür und allem für den Dreierblock zusammenzuhalten. Das ein Budget, das keine klare Vision hat für die Zukunft, mit einem strukturierten zeitlichen Plan de Relance, und das ein Budget sozial, das nicht ausgewogen ist, an den zu einer breiter Belastung von besonders der Mittelschicht wird dabei drohen an Pur Happy Fewen, die profitieren von Steuerbonien, an Ökoprimen, an das fallen mir sozial nicht gerecht, aber so ein Budget können wir als christliche Sozialvolkspartei nicht machen. So nicht merci für die Nachricht. Très bien. Bravo. Merci auch dem Herr Roth. Am nächsten angedrohten Redner ist den Herr André Bauler. Herr Bauler, die hat Wort. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt mir aufhängen wollte ich für dich dem Budgetsrapporteur François Benoit. Merci so für sein Fleißarbeit, die ihn als Budgetsrapporteur gelegt hat, sowie auch den Kolleginnen und Kollegen aus der Finanz- und Budgetskommission für die konstruktiv kritisch Zusammenarbeit. Merci dem Herrn Finanzminister